So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Naja, wir haben ja vorhin schon, habe ich schnell unterbrochen, damit wir zwei verschiedene Videos haben. Jetzt bin ich hier Planet Coaster, aber heute machen wir mal was anderes. Wir experimentieren uns mal beim Baumenü aus. Und ich begrüße Anja, hallo, und ja, es geht immer noch gut, frag nicht jeden Tag danach, Dankeschön. Nee, und ich hoffe, dir geht's auch gut. So. Haben wir unterdessen noch ein bisschen ein Brot gemacht mit Wurst drauf. Man soll ja auch mal ab und zu mal essen. Ja, jetzt kommt der Kollege auch noch. Will mir einen Tipp geben. Hey Dicke. Könnt ihr ja lesen. Er tippt damit schnell, oh Gott. Muss ich nicht alles mit dem Vergleichs Schalter checken. Wenn das ein bisschen ungleich ist oder so kostet. So, unglaublich. Ich sollte mal echt irgendwie bei meinen Kollegen und so weiter schreiben, na, wenn ich das Spiel spiele oder das Spiel spiele oder das Spiel spiele, bin ich entweder am Let's Playen oder am Livestreamen. Oder am Essen. Ja, klar. So. Wir nehmen das heute sowieso nicht ganz so ernst mit dem Livestream. Also wir nehmen es schon ernst, aber ja. So. Fertig gechattet. Wir spielen Sandbox. Und weil mich alle so gefragt haben, hast du nicht auch die das Winter-Update bekommen, bla bla bla, hast du das schon und warum hast du nicht und weiß nicht was, darum nehmen wir jetzt hier die Arktis-Welt. Ja. Blueprint Create World. So. Das wird ja kein richtiger Park, das wird einfach nur ein Building-Dings, wo ich mir quasi schon vordefinierte Sachen dann erbaue. Dragon Kira, ich danke für den guten Appetit und freue mich, dass du dabei bist. So. Muss auch mal sein. Okay. Ja. Das ist die Weihnachts Special Map. Interessant finde ich es einfach nur, dass der Eingang immer in eine Höhle geht. Aber der interessiert uns heute eigentlich nicht. Nein. Hä? Okay. Voll eben irgendwie, mein Gott. So, wir haben ja gesagt, wir wollen heute ein bisschen bauen. Und zwar Gebäude, und zwar eigene. Ja, und eigentlich sollte es so einen Laden geben, so einen Getränkeautomaten. Anpassen. So einen Getränkeautomaten mit Pipson Water, genau. Ne, mit Milkshakes und Kaffee, passt ja zusammen. Und also bei den Bahnen weiß ich, dass Cyrex mir empfohlen hat, zuerst das Gebäude zu bauen und dann die Bahn durch das Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt beim
Getränkestand, das auch gescheiter ist, wenn wir zuerst mal... Ich würde sagen, wir machen erstmal die Frontseite, setzen dann die Kaufsläden und dann bauen wir um die Verkaufsläden dann quasi den Körper, würde ich sagen, ne? Aber ich weiß nicht, was ihr alle so toll findet an der weißen Map. Ganz ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. So. Wir haben ja hier auch noch irgendwie abgesägte Baumstämme. Das ist dann quasi eigentlich mehr für die Dekoration dann eigentlich hauptsächlich zuständig. Oder? Bogen, Mittel, wie sieht denn das aus? Ja, das ist am Boden. Ah. Eisenträger, Radschlüssel. Nee. Gebogener Zylinder, ne? Da haben wir die Sachen übrigens, wo ich vorhin mal gesucht habe. Oh ja, meine Augen machen wieder was für Wunderschönes. So, soll ja ein bisschen weihnachtlich sein. Was haben wir denn hier? Kugeln und Kunstschnee, Quadrat und Partyzelt, Quattro, Exacto. Erstmal hier durch das Menü scrollen, was es hier alles gibt. Raumchefantrieb, ah, cool. Alter, was es hier alles gibt, hey. Snowman, der Frosty, der Snowman. Lalalala. Bis ich hier mal was gefunden habe. Ach, ich könnte das auch größer machen, ne? Dann hätten wir ein bisschen mehr Einblick. Waffelfläche. Nein, wir brauchen erstmal irgendwas Gescheites als Wand. Oder einfach als Grundriss. Süßwarenwaffeln. Das sind mehr so Dekorationen, Mensch. Also ja, hauptsächlich so quasi Dekoration, ne? Ach, ja, ihr wisst schon. Raumschiff-Tragfläche. Aber wie ist er so gebogen? Sag mal. Ich sehe wieder alles das gleiche, oder? Naja, das nicht. Nee, ich will vorläufig noch nichts Spaciges machen. Ich will was ganz Simples und Einfaches und Schönes. Für den Maschinendeckbogen. So, ich habe was gefunden. Nee, eigentlich nicht. So, Winkel 15 Grad. Ach, Quatsch. So, wenn wir es mal platziert haben, drücken wir mal X. Dann können wir nämlich hier Feinarbeiten tun, wie zum Beispiel das Ganze so, ein bisschen vor. Na, das passt doch. Hinten passt es auch, oder? Soll ja eigentlich, ja. Jo. Die Frontseite passt. Wir versuchen jetzt mal die Läden reinzubauen.
Ein Street Coffee. Ist das jetzt, den muss ich drehen, ne? Ach, das ist Drehung zurücksetzen, okay. So. Und ein Milchshake nebendran. Das passt doch, oder? Oder was meint ihr? Aber das sieht doch nicht schlecht aus. Also für den Anfang sieht das doch gar nicht schlecht aus. Achterbahntür. Nee. Wo war das jetzt? Das war doch gar nicht mal so schlecht. So. Helmständer. Jö. Der ist ja winzig, putzig klein, Mensch. Kötefuß. Was für ein Fuß? Köterfuß. Köterbein. Was? Köterkopf. Körper. Was? Okay. So, wird unspektakulär heute. Kunstschnee. Ja, das machen wir dann, wenn wir das Grundgerüst haben. Verbauen. Maschinenbogen. Ja, das kennen wir. Marshmallows. Metall-Luftsteg. Nee. Erstmal Grundgerüst, liebe Freunde. Planwagenbogen. Das wäre natürlich auch noch geil. Aber jetzt machen wir ja doch Universum. Radarschüssel. Kommt das so gut? Oder lieber hier rauf. Nee, dann kommt sie. Dann schlägt sie da. Nee, das passt doch da oben. Die Einkaufsläden haben wenigstens ein bisschen Musik. Ist doch auch was, oder? So. Das ist doch mittig, oder? Von dem... Ja, das ist so ziemlich mittig. Gut. So. So. Schauen wir nur mal, ob das auch mittig ist. Das ist es nämlich nicht. So, jetzt sollte es mittig sein, oder? Ja, ja. Noch ein Stückchen. So, jetzt ist mittig, oder? Was sagt ihr? So. So, machen wir hier einen Space Café raus. Gibt's, glaube ich, noch nicht. So. Asynchron. Nee. Einer reicht mir. Raddampfer. Radioaktive Becken. Nee. Was interessiert mich Geld? Wisst ihr, so quasi als Trennung, aber das geht nicht.
Hochkant, genau, vor die Dings. So, haha, ihr seht mich nicht. Ne, machen wir eins. Machen wir eins hier hin. Yep. Ah. Und eins. Immerhin haben wir ein bisschen Musik. So. Das Einzige, was halt jetzt nicht ganz synchron ausschaut, ist das hier. Ja, weil es auch gar komplett nicht richtig platziert ist. Ich müsste das so platzieren. Aber das geht nicht. Weil ich kann hier kein Spiegelbild tun, na quasi, ne? Das geht nicht. Von dem her ist das doch okay so. Wobei es müsste noch ein bisschen... rüber. Und dann müssten wir es noch ein bisschen drehen. Und so quasi so hinbauen. Ja, plus, minus. Plus, minus. Sieht's komisch aus. Nee, Quatsch. So. Das kommt doch gut. Das kommt gut. Das kommt gut. Kann ich den auch? Den kann ich auch so drehen. Weißt du, so als kleinen Gag. Hier als Nebensäulen. Das Coole finde ich auch, dass man hier auch ineinander bauen kann, ne? Weißt du, wie ich meine? Sollte eigentlich... hätte wahrscheinlich noch ein Stück vor müssen. Also hier auf jeden Fall. So, und noch ein bisschen rüber. Ja, wobei... Dort, das passt. Bisschen zurück. Passt. So, den muss man noch ein bisschen versetzen, weil der ist mir noch ein bisschen zu weit hinten.
So. Wie schaut denn das aus? Die ist, glaube ich, näher drin als die, oder? Aber die ist schöner. So. Das heißt, die noch ein bisschen ein Stück da raus. Ne, das war... So. Ungefähr so. Ich mache langsam den ganzen Entwicklern Konkurrenz. Antrieb groß. Klein. Wenn jetzt hier noch irgendwie so Laserstrahlen, also Triebwerksstrahlen würden rauskommen, ab und zu wäre es ja voll cool. Weißt du, so ab und zu mal. Weißt du, wie ich meine? Oh, jetzt muss ich das Ganze hier drüben noch bauen. Wow. Das wird heavy. Zumal man nicht wirklich einen Anhaltspunkt hat. So sieht es ungefähr von vorne identisch aus. Nein, da müsste noch ein bisschen... Das ist ja schon mal wieder zu weit, ne? Da müsste er vielleicht noch einfach nur ein Stück so weit raus. So. Ja, noch ein Stück. Das ist halt eben ja, eventuell langweilig für euch, wo zuschauen. Vielleicht aber auch interessant. Ihr könnt natürlich auch Input geben, wenn irgendwas nicht ganz so ausschaut, wie es ausschauen soll. So. Na? Unscharf wie die Sau. Aber wie sieht's von vorne aus? Eure Meinung mal. Sieht das so gut aus? Könnte man das so verkaufen? Würdet ihr an so einen Getränkeladen gehen? Ich sollte den... eventuell drehen. So drehen, wie der da drüben ist, kann ich nicht. Weil... da müsste ich quasi spiegelverkehrt hinbauen können, aber das geht ja nicht.
Naja. Hallo Jason Kaub. Bin ich der Armin? Nein, ich bin der Drantu. Dragon Kira, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, schlaf gut und danke fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat es trotzdem einigermaßen gefallen. Jason Kaub, was meinst du mit deiner Frage? Verstehe ich nicht ganz. Okay. Da komme ich nicht ganz nach. Cool. Nee. Na, spielen musst du es ja auch nicht, nur zuschauen. Nee, auch zuschauen musst du nicht. Auch zuschauen ist freiwillig. Nee, das sieht nicht gut aus. Das ist doch gleich, oder? Rumpf. Rumpf. Raumschiff, Rumpf, Tragfläche. Genau. Hier noch so quasi als Bedrohung. Nee, so sieht's doof aus, oder?
Nee, das war jetzt ein bisschen zu viel. Kann ich hier noch? So, und wie wäre es jetzt, wenn ich hier in hellrot? Das ist ein hellrot. Was? Neue Videoempfehlung, okay. Ha. Da ändert sich ja gar nichts, doch. Nicht viel, aber es ändert sich was. Sollten 3 unterschiedliche rote sein, Mensch. Komm. Machen wir alles die gleichen roten. Dann gibt's keine Differenzen. Scheiße. Das habe ich doch wirklich kopieren gemacht. War, glaube ich, aber schon. Ja. Jupp. Aber da ist sicher noch nicht das Rot drin, was ich brauche. So, jetzt aber. Wäre noch hilfreich, wenn bei den Farben anstehen würde, was es genau ist. Dann wüsste man, was man hier verfärbt. Musst du dir mal vorstellen, du stehst so hier am Boden, läufst. Ja, ein bisschen höher darfst du schon laufen. Mann, blödes Teil. Ja, musst du vorstellen, da stehst du
würdest du jetzt? Und dann... Also stehst du da und dann drehst dich so rum. Und schaust da hoch. Sieht doch cool aus. Oh, Kollege. So weiß ich, wie ich an den Boden komme, aber nicht mehr, wie ich rauskomme. Also das Grün sticht auch wahnsinnig super raus. So, aber ich bin eigentlich ein Fan von ringsrum bauen. Reparatur, Riesenmuschelstatue, Roboter. So, was? Seilzaun. Ja, ja, genau. Passt wunderbar dazu. Sägeblatt. Felsen. Trooper-Schuss. Cool. Cool. Könntest du jetzt mal stehen bleiben, bitte? Wie kann man denn hier Zentimeter für Zentimeter rutschen? Ja, das steht halt jetzt hier im Schnee. Das steht halt jetzt hier im Schnee. Mann. Trooper-Schuss, grüner Alien. Nee, was? Mensch. Ja. Oh. Nee, das passt schon. Der passt. Das ist ein grüner Männchen. Die fallen ja beide um. Wer hat zuerst geschossen? Ja. Das Problem ist... Hi Anja. Wie kann man jetzt die Timings so machen, dass sie
So. Und der hat einen Verbündeten. Also das ist doch cool. Aber, Mann. Das Timing stimmt nicht. Jetzt wäre die Frage, kann man das Timing von denen... Was für eine Farbe kannst du bitte schon da ändern? Achso, ja, du bist ein roter. Erweitertes Verschieben, kopieren. Ah, da. Rastermöglichkeit, Raster, nee. Ach Gott. Du kannst nur die Farbe drücken und der Auslöser, ja. Aber du kannst nicht das Timing. Du kannst kein Timing auswählen von dem da. Das ist doof. Machen wir dich mal in die Mitte. Kollege, bisschen zurück. Bisschen runter. Ne, so weit. Aber wie kann ich jetzt die einstellen? Timing technisch. Ach ja, wenn wir hier noch den Timer einstellen, also die noch so timen könnten mit dem Umfallen, dass es auch so hinhaut, dass nicht einer von denen umfällt, wenn noch einer von denen, wenn gar keiner steht, ne, weißt du? Weißt du Bescheid, oder? Wir müssen ja noch einen zweiten hinbauen, oder? Fliegende Hexe, genau, im Ei. Fressen der Drache, auch nicht. Jonglierender Narr, genau.
Kugelfischstatue. Marschierender Ritter. Luftschleusentorbogen. Ich hab da Ich hab da eine Idee. Wobei, dann haut das... Dann haut das aber mit den Schießereien nicht mehr hin. Nein. Tatsache, oder? Wie habe ich denn das jetzt gedreht? Sag mal. Ich glaube, der ist zu groß, oder? Nee. 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 Das ist doof, dass die umfallen, wenn sie nicht umfallen so. Orbitkanone. What the hell? Ach so. Ich hab verstanden. Ich hab's verstanden. So. Verlierst du mehr Zeit im Rumscrollen von dem Ganzen als... Ach, jetzt sind sie hier. Orangefarben der Alien. Ach ja. Genau, er hat einen Betrüger in seinem Team und wird selbst erschossen. Lol. Nee, der Winkel stimmt jetzt gar nicht, oder? Das Spiel macht Spaß, ja. Vor allem ist es eine Herausforderung, hier was zu bauen. So, dass alles passt. Millimeter genau. Wieso bist du denn jetzt? Wieso stellst du denn jetzt plötzlich hier? Sag mal.
Du musst dann ein Stück hoch, oder? Ne. Dann musst du noch ein Stück runter. Nicht so weit. Ja, ungefähr so, ja. Hey, der fällt nicht um. Hey, der fällt nicht um. Ist es nicht der gleiche? Bist du verbuggt? Gibt's hier noch andere? Wachsamer drüber und... Was bist du denn hier oben für einer? Schießen da drüber. Ah, okay, dann nehmen wir hier... Ein schießender Mensch. Haut das hin. Leider nein. Mann. Jetzt haut's doch einigermaßen hin, oder? Haut das jetzt hin vom Timing her? Ja. Jetzt wird er... Ja, doch, das haut jetzt hin. Das kommt gut. Oder was meint ihr? Doch, das kommt doch gut, oder? Eine Schießerei durch die Menschenmenge durch. Das ist doch, das wäre doch mal was im wirklichen Leben, ey. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre doch mal was. Was haben wir denn noch so für Figuren hier? Hier hatte ich doch mal noch einen Wachsamer. Wachsames. Genau, der steht in der Mitte und schaut, dass alles so gut läuft. Ach du Scheiße. Habe ich auch Patrouillierende? Habe ich auch patrouillierende Wachen? Der schlägt sich jedes Mal den Schädel an, wenn der... Warte mal. Der schlägt sich jetzt jedes Mal den Grind an. Ja, Moment, bis ich ihn richtig platziert habe. Das war zu weit.
Ja, jedes Mal, wenn die Satellitenschlüssel rüberkommt, haut's dem eine in die Ohren. Ach, Kacke. Aber wenn ich ihn jetzt nur ein Stück darüber setze, dann kommt sie vorbei, oder? Ja, also ich sehe das so, dass sie vorbeikommt. Jupp, die kommt vorbei. Gerade noch so. Unten wird geschossen und er wacht oben. So, rot, rot, rot. Und den müssen wir, wenn wir den aber jetzt hier hinsetzen und noch ein Stück hoch, weil das geht nicht. Nee, aber dich könnten wir eigentlich auf die andere Seite setzen. Sollte eigentlich auch nichts passieren. Sollte eigentlich der gleiche Abstand sein. Very nice. Echt cool, was man in dem Spiel alles machen kann. Zwei oben und unten wird geschossen. Man könnte sagen, die zwei oben sind Ringrichter. Preisrichter. Ach ja. So. Also der weiße Grund ist eigentlich für sowas eigentlich wunderbar zu machen. So, na von vorne sieht es doch mal nicht mal so schlecht aus. Mal gucken, was es dann noch so gibt. Wüstenfelsen, Wüstenfelsen klein. Mann. Wo ist er denn? Tatooine, ne? Kennt ihr? Aber du kannst doch nicht einfach hier in den... Hä? Es wird... Mist. Wie lange das man hier eigentlich an etwas bauen ist, das ist ja fürchterlich. Also fürchterlich grausam. Großer Stein. So, hier wird nichts mehr gekauft. Ach, scheiße.
Irgendwie muss ich da... Irgendwie muss ich da irgendwas davor stellen, machen. Irgendeine Verkleidung. Aber ob Steine wirklich das Richtige sind? Ich weiß nicht so recht. Ich weiß es nicht so recht. Ich weiß es nicht so recht. Das ist eben das Schwierige am Designen. Und zwar, das Design in dem Sinn, Ideen zu haben. Warte mal, ich habe doch hier noch Wasserdruck. Wachsamer Trooper. Trooper-Schuss, das ist, ja. Genau, kommt, nee. Das sind die, wo umfallen, genau. Kannst eine Trompete nehmen als Verkleidung. Waffeln passen nicht in Weltall. Stromkabel. Ja, das kannst du ja dann an die Wand machen. Schneegestöber. Nee. Special Effects. Schleife. Schlafendes Draht. Was ist denn bitte schon ein schlafendes Draht? Was ist denn? Was ist ein Draht? Liebe Freunde, was ist ein Draht? Ein Elefant oder was? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein schlafender Drache, das weiß ich allerdings. Boah, cool gemacht. So, schießen wir drüber? Ja, haben wir schon. Raumschiff Rumpf. Boah, muss das so groß sein? Also das könnten wir eigentlich hier hinten hinsetzen. So quasi... Ne? Als Symbol von Spacek. Das sieht cool aus. Von vorne sieht es schon mal nicht schlecht aus. Für das es meine erste Gestaltung eines irgendwie Projektes ist, sieht es nicht schlecht aus. So. Und jetzt ist das Problem. Dass die auf der Seite gleich ausschaut.
Ach Mann, ich spiele zu viele andere Spiele. So, nach vorne. Noch ein Stück hier hin. Wir sollen dann schauen, dass das gleich ist. Ist doch gleich, oder? Ja, nicht ganz. Sollte, glaube ich, noch ein bisschen runter, oder? Ja, noch ein Stück. So. Hinten kommt nichts raus. Sehr gut. Da ist... Sieht gut aus. Also von vorne sieht es doch schon einigermaßen top aus. Nee, top nicht, aber einigermaßen sieht es doch schon gut aus. Oder was meint ihr? Zack, machen wir Hut zu hinten, oder? Einfach so. Um 180 Grad gedreht, platziert und für schlecht empfunden. Wie sieht denn das? Immer den Blick von vorne. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber wenn ich die Frontseite der Läden verbaue, das ist eine gute Frage. Weil ich kann schon so Pfeiler oder Platten machen, aber die passen dann nicht. Weißt du, es sieht doch nicht. Ich könnte aber, warte mal, Triebwerke. Antrieb klein. Ich könnte doch die hier
Ja. Ach komm. Die hier. Doch. Ja, nee, dann muss die schon gerade sein, um das zu machen, was ich jetzt will machen. So, jetzt sollte sie doch gerade sein, oder? Ja. Jetzt muss sie nur noch ein Stück hoch und so gedreht werden. Und jetzt noch ein Stück so und ein ja, könntet ihr mal aufhören zu schießen? Mein Gott, das geht einem ja auf die Nerven. Was habe ich denn hier oben jetzt? Nix. Das ist gut. Ja, aber ich glaube, das sieht niemand. Also das ist halt ein Schönheitsfehler. Das ist doch okay. Höhe ist auch okay. Die Menschen da oben sind im Weg. Jetzt haut er sich den Grind an, oder? Allerdings, wenn ich jetzt da weiter rüber gehe, nicht mehr, oder? Oder jetzt der Arm. Ich glaube, da trifft ein Arm. Nein. Nein. Nice. Very good. Und du bist okay da, ne? Du passt da, ja. Das passt, das passt, das passt. Ach, Mann. Wäre cool, wenn jetzt der Cyrex
T-Rex zuschauen würde und seine Kommentare abgeben würde. Wäre voll interessant. Was er dazu würde jetzt sagen. Nur mal schauen. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Kopieren. Das ist übrigens die... Scheiße. Das ist übrigens die kleine... Düse. So als kleinen Hinweis. Den Stein nehmen wir mal weg. Können wir dann immer noch hinsetzen. So. Dann die Läden zu. Super. Wir haben die Läden jetzt zu. Weil sie keinen Umsatz mehr gemacht haben. Ja, Höhe ist okay. Das ist wirklich eine Feinarbeit, sowas zu kreieren. Das ist ja unglaublich. Glaubt ihr mir gar nicht. So. Noch ein Stück hoch. Noch ein Stück rüber, noch ein Stück nach hinten und jetzt wieder ein Stück nach unten. So. Passt doch. Wie lange bin ich eigentlich jetzt schon dran? So, mal schauen. Trifft ihn irgendwas? Nein. Kein Grafikbug, kein Geklitsche, kein nix, gar nichts. Das scheint alles... Oh. Das scheint alles gut zu sein.
komm. So. Ne? Also das mit den Füßen war gar nicht schlecht. So. Dann müssen wir diese Füße nochmal suchen, aber diesmal rechts rum. Rechts rum. Füße rechts rum. Ne, das sind Star Wars Füße. Trooper, Trooper, Trooper. Ihr schießt mir ein bisschen zu viel. Raumschiff Fahrwerk links, Raumschiff Fahrwerk 1 rechts. Hä? Ach so. Muss ich jetzt noch drehen? Oh, jetzt wird's knifflig. Eigentlich nur bis der erste sitzt. Zumal ich hier nichts mehr sehe. Ah, noch ein bisschen. Ja, trotzdem noch ein Stück hoch. Das war zu viel. Das war noch ein bisschen zu viel. So. 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 Einen gibt's noch. Ne, keinen gibt's mehr. Weil hier kommt jetzt... So. Kopieren und rüber verschieben. Nein. Ah, mit X arbeiten hat der Cyrex immer gesagt. Mit X arbeiten. So, ein Stück nach unten. Ja, passt. Passt, hat Luft. Ja, das passt doch so. Dich müssen wir allerdings noch ein Stückchen, nur ein kleines Stückchen.
Mach mal bitte auf hier. Und du auch, Mensch. Ich weiß schon, dass ihr keinen Umsatz macht, aber trotzdem aufmachen. Dann sehe ich, wie das ausschaut. So. Sieht doch nice aus. Also von vorne. Ich find's nice. Okay, sonst würde ich sie auch nicht bauen. Haha. Ich find's nice. So im Dunkeln, dann noch mit Licht. Hallo! E-Sports Stats, grüß dich und herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Wir sind hier gerade an einem Shop-Haus am Bauen. Ja, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Also mir gefällt's. Jetzt muss ich nur noch irgendwas finden, was ich unten durchbauen kann. Alpenfelsen im Universum, genau. Dann schon eher diese Sandsteine da. Eisfelsen. Eisfelsen. Warum nicht? Im Weltall ist es doch eigentlich kühl. Energiegenerator. Der ist wahrscheinlich gigantisch, jo. Forget it, so groß. Frachtkanister. Na. Ja, ich würde ja nicht sagen, dass es schlecht war, aber so ganz wunderbar sieht es nicht aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ausschauen soll. Oder ob es besser ist, wenn die quasi nicht ineinander backen, sondern wirklich so richtig hier stehen, also ohne ineinander zu backen. So. Irgendwie so. Und du auch noch ein Stück. Irgendwie. So, hier hin. Aber ich habe immer noch nichts, was da unten durchgeht. Mann. Warte mal. Mehrfach. Nein. Copy. V. Verschieben, ne? Auswahl als Bauplan speichern. Ja, versuchen wir das mal, hä? Neuer Bauplan. Frachtfässer.
4 4 Frachtfässer zur Dekoration. Tag, nee, Bauplan erstellen. Bitte gib mindestens einen benutzt definierten Tag ein. Ja, ist ja gut. Tag auswählen. Wieso? Ich will doch... Sonstiges. Statuen, Natur, Spezialeffekt, sonstige Szenarien, Gebäude, große Gebäude, kleine Gebäude, Achterbahn, sonstige Gebäude, sonstige Szene. Irgendwie so. So, kann ich jetzt speichern. Bauplan, ja. Meine Baupläne. So. Das war das, was der Xerex gemeint hat, dass man da die Blueprints auch einzeln verwenden kann. Also nicht so nehmen muss, wie sie waren, sondern einfach auch neu anordnen kann. So. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich die 4 Fässer hier hinten habe. Wegen dem habe ich den Blueprint eigentlich gemacht. Aber du kannst ja nicht einen Blueprint nehmen und den Spiegel verkehrt setzen. Das geht ja leider nicht. Das wäre cool, wenn das gehen würde. So. Mein Gott. So. Ist doch einigermaßen identisch. Muss ja nicht gleich sein. Muss ja nicht gleich sein, ne? Soll ja auch nicht unbedingt identisch sein. Soll ja auch ein bisschen variieren. So, aber ich brauche immer noch irgendwas, was ich hier unten drunter bauen kann. Und habe bis jetzt noch nichts gefunden. Glasfaser Lagerkasten. Ja. Ja, ist ja klein, das Ding. Warum immer alles immer so groß? Frachttransport. Frachtkiste. Wird gehen, ne? Nee, geht nicht. Mann, wieso ist er immer so groß? Sag mal.
Fruchtige Fracht. Ah ne, das ist Frachtblume. Gepäck. Graslandschaftsfelsen. Nee, oh. 4 Meter, 2 Meter. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Nee. Da merken wir schon, da stimmt irgendwas nicht. Ja, weil das ist in der Mitte. Das ist nicht in der Mitte. So, komm, ich will. Die Platte. Nee, nicht Street Café, sondern die 2 Platten. Mann. Mann, nee, oder? Gott, wie kriege ich jetzt die scheiß 2 Platten hier? Maschinendeckboden. Oh Mann, wie kriege ich denn jetzt die 2? Wie kriege ich jetzt die 2 Platten? Street Fox Coffee. Eventuell jetzt?
Raumschiff Antrieb klein. Nee. Hallo? Na komm jetzt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich die scheiß Mauern hier nicht mehr auswählen kann. Doch, das wolltest du mir sagen. Es gibt auch Sachen, die kann man nicht mehr auswählen, ne? Das ist ärgerlich. Weil die stimmen nicht. Die würden stimmen, aber... Mano. Help! I need you, help! Ach. Wo haben denn die Markierung hier? Fuck. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das war. Welche das war denn? Tippen du was? Ach so. Lol. Tankstation. Yay. Natur, jawohl. Achterbahntür. Diverse. Ja, doch, da. Ich kann die Dinger nicht mehr auswählen. Probieren wir mal was anderes. Gebäude auswählen, ach so. Ah. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich... Ja. So, dann tricksten wir halt mal hier ein bisschen.
Ernsthaft? Ah. Mir wäre es echt lieber, wenn ich die Wand hier auswählen kann. Street Fox Coffee. Ist schon ärgerlich, wenn man hier was bauen will und dann kann man es nicht mehr auswählen, ne? Was da auswählen? Oh, ja. Ja, ich will nicht das Café, ich will die Wand hier. Ach, Mann. Hat alles so super funktioniert. Naja, warte mal. Machen wir mal mehr Marken. Habe ich jetzt alles markiert. Verschieben. Scheiße. Kommen natürlich die Mauern mit, ne? Kommen natürlich die scheiß Mauern hier mit. Ah. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die Mauern hier wieder weg? Abreißen. Nee, nicht ab. Nix abreißen hier. Nix, das soll hier weg. Ich möchte... Leute, ich habe momentan gerade einen Hänger. Hi Achim, grüß dich, willkommen hier auf dem Stream. Ich habe momentan gerade ein Problem. Ich krieg die 2 Wände nicht mehr weg. Unterdessen sind es glaube ich 3. Ich komme da nicht mehr ran. Und ich weiß nicht mehr was tun. Nein. Dem ausgewählten Gebäude freistehende Szene hinzufügen. Ah. Siehe an. Hey, warte mal.
war denn das? Gebäude bearbeiten. Los noch, das. Und jetzt. Ah. Ach, ernsthaft jetzt? Die kommt mit, aber du nicht. Ah. Hallo. Bin ja schon mal froh, dass ich das Zeugs nicht alles nochmal machen muss. Jetzt kommt wieder die Millimeterarbeit. Da trifft er ihn doch, oder? Nö. Gut. Und weg am Ende ist. Huch Gott, kompliziert hier. Ach, grüß dich, Cyrax. Hab mich mal versucht zum Bauen. Aber jetzt kann ich sie wieder auswählen. So ein Scheiß, Mensch. So. So, so. So und so. Okay. Kann ich jetzt hier wieder ein bisschen bauen? Eventuell. Schauen wir, wo ist es denn? Schaut mal nach was aus, ja. Ich habe mir Mühe gegeben. Hoffe einfach, dass es sowas noch nicht gibt. Nee, Quatsch. Ja. So, jetzt schauen wir mal als erstes mal schon auf die Mitte und noch ein bisschen hoch, Leute. Sehe ich, wie du siehst es, was? Napritz, was ist denn der Napritz hier? Falscher TS. Was siehst du denn, Cyrax? Dass ich was am Probieren bin, oder? User joined your channel. Guten Tag, Napritz, du bist jetzt live bei mir auf dem Twitch-Channel, ne? Live dabei. Du bist doch gar nicht online gewesen, bei Twitch. Doch, ich bin am Streamen. Hab ich nicht gesehen. Also offiziell bin ich am Streamen, ne? Aber ist kein Problem, du darfst gern da sein.
Danke dir für dein Follow. Bitte, bitte. Bin hier gerade am Bauen, wie du siehst, eventuell. Nicht ganz so wie bei The Forest, aber ja. Was ist das überhaupt für ein Spiel insgesamt gesehen? Das ist Planet Coaster, da geht es eigentlich darum, um einen Freizeitpark zu bauen, aber du kannst natürlich auch einfach so Gebäude bauen, wo man dann im Prinzip als Blueprint speichern kann und dann im Park einbauen kann. Quasi so ein Einkaufsladen oder eine Bahn oder sonst irgendwelche Dekorationen, die kannst du natürlich dann auch im Workshop bei Steam hochladen und zur Verfügung stellen. Jo. Aber ich habe das immer nur, also bei Steam selbst habe ich ja auch reingeguckt, war das immer als Freizeitpark nur zu sehen, deswegen. Ja, Ja. es ist ja eigentlich ein Freizeitpark-Simulator. Also du kannst quasi hier jetzt deinen Freizeitpark bauen, kannst aber zugleich auch quasi deine eigenen Kreationen bauen, also eigenen Gebäudegestaltungen und so weiter. Und die Sachen kannst du dann schon in deinen Freizeitpark machen, wo dann die Leute auf die Bahn gehen und ähm, Spaß haben. Ja, das hatte ich bei Price schon gesehen. Dass er so ein paar Sachen erstellt. Genau, also er hat mich erstmal darauf gebracht, sowas zu machen. Also bis jetzt habe ich immer nur wirklich das Spiel genommen, so wie es ist. Ja, ich habe das früher mit Counter-Strike Source gemacht. Da haben wir eigene Maps kreiert. Ah, okay. Ich merke schon. Ich lerne hier Leute kennen, wo irgendwie Map-Designer könnten werden. Ja, also unser Clan war allgemein nur auf Fun ausgelegt. Und wir hatten einen eigenen Server und jede einzelne Map war selbst kreiert, sozusagen. Selbst manche Models. Ja, ich meine, wenn man es kann, ne? Also. Wir haben auch regelmäßig Wettbewerbe und so gemacht. Boah, wäre mal schön, wenn man die Droiden, die da jetzt am Schießen sind, mal abschalten könnte. Einfach nur mal Strom aus und Stopp. Hast du die hinzugefügt oder waren die schon mit drin in dem Modell? Ne, also das, was ich jetzt hier mache, habe ich selbst eigentlich kreiert. Also, ja, zwar zusammengestellt. Und die Figuren waren im Spiel drin, aber die habe ich im Prinzip dahingestellt. Haben aber auch keine Funktion, dass du die ausstellen könntest.
So wie du gerade sagtest. Na, eben nicht. Also das ist eben das Problem. Ich kann sie zwar auswählen, aber ich kann nirgendwo sagen, na, ich kann auch keinen Timer einstellen, wann der eine umfällt und so. Das ist ein bisschen doof. Aber ich kann sie auch nicht wirklich ausmachen. Das ist das Problem. Ich könnte den Ton ausmachen, das würde gehen. Kannst du da keine Raster aufbauen? Weiß ich, Quasi weiß ich gar nicht. Internet? Wüsste ich nicht. An Oberfläche ausrichten. Ja, aber das Zu geht Objekte immer. anhand der darunterliegenden Objekte und des Terrains. Ja. Ach so. Ja, wär eine Möglichkeit, Sirex. Das stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Anklicken und dann, ja. Lumia, grüß dich, willkommen auf dem Stream. Ja. Muss ich dann nur am Schluss wieder wegnehmen, ne? Sonst laufen die nicht. Ach, wie süß, wie alle schlafen. Und Ruhe herrscht. Jawohl. Hm. Ist ja jetzt doof, wenn du was suchst und du findest nichts. Hm. Nee, 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 doch da. Huhu. So ist er. Zack. Jetzt weiß ich, was der Kollege gemeint hat mit 3 Bildschirmen. Siehst du mehr.
Hi, Afa Tomek. Grüß dich. A terrorist attack. Hey. Hey. Ich bin mir gerade irgendwie überlegen. I'm from Germany. Soll ich den jetzt bannen? Wir auch. Lol. Ich nicht. Och, das sieht ja nicht mehr so schlecht aus. Okay, ein LKW ist in einen Weihnachtsmarkt gerast. Okay, anscheinend ist ein LKW so wie ich das sehe, in Berlin in einen Weihnachtsmarkt gerast und derzeit 28 Tote. 28, vorhin waren es 9. Das war schnell gestiegen. Und sind alle mit einmal verreckt. Ja, ja. Ich schaue keine Nachrichten, ich habe es nicht mitbekommen. Also das ist, Ja, ich schon. Oh. das ist natürlich jetzt tragisch, ja. Ja, klar. Und das war in Berlin, oder wo war das? Ja, genau. Ein paar Kilometer weg von mir. Das ist ja unglaublich. Hey. Da ist man nichts an hier am Streamen und dann solche Informationen. Unglaublich. Naja, ich kann N24 nicht wirklich anmachen, weil Fernseher ist zu weit weg. Weiß man da schon Näheres? Warum und wer und...
Es gibt eine unendliche Zahl in Deutschland, in der Welt von möglichen Weichzielen und es gibt nicht genug Personal, wird es auch nie geben, um dort effektiv vorzugehen. Und wir hören gerade jetzt aus unserer Regie, dass laut der Washington Times der IS sich bekannt haben soll eben zu diesem Anschlag. Entschuldigung, Herr Ruschinski, ich wollte schon gerade Herr Keim zu Ihnen sagen, Herr Ruschinski, wenn wir jetzt hören, der IS hat sich offenbar dazu bekannt. Was heißt das? Was bedeutet das jetzt für Deutschland und was bedeutet das auch für die Terroristen? Dieses Bekenntnis müssen wir jetzt mal auseinandernehmen. Nach den aktuellen Meldungen ist es so, dass nicht der IS sich direkt bekannt hat, sondern dass irakische Volksmobilisierungskräfte behauptet haben, der IS habe dafür Verantwortung übernommen. Das ist also zunächst mal ein sehr indirekter Weg, der auch schon mal ein kleiner Hinweis ist. Es hat allerdings in der Vergangenheit ab und zu Vorfälle und Anschläge gegeben, wo das so lief. Wir müssen jetzt darauf warten, ob die IS-nahe sogenannte Nachrichtenagentur Amaq sich dazu äußert und was dort zum Beispiel vielleicht auch an Täterwissen preisgegeben wird. Es kann sich hierbei auch immer darum handeln, wir haben das an einem anderen Vorfall gesehen, in Hamburg vor einigen Wochen, wo ein Opfer mit einem Messer erstochen wurde, dass der IS sich zu einer Tat bekannt hat, die er nachweislich nicht begangen hat. Genau. Also hier hat der IS natürlich ein Interesse, für sich zu reklamieren und die Stärke, die er momentan nicht hat, eben entsprechend zu projizieren. Also wir müssen abwarten, haben Sie eben wunderbar dargestellt. Wir fragen mal bei unserem Reporter Paul Willmann nach, der direkt am Breitscheidplatz ist, der für uns auch diesen ganzen Abend bisher einfängt mit den ersten Statements der Berliner Polizei, um die Situation zu beruhigen. Paul, schilder uns doch mal den aktuellen Stand jetzt um 22:55 Uhr. Wie ist die Situation? Die Situation, Carsten, die hat sich deutlich verändert. Sie hat sich deutlich beruhigt. Als wir hier eingetroffen sind, war noch alles sehr, sehr hektisch. Wir können uns einmal umschauen. Wir sind ja wirklich hier wenige Meter von diesem LKW auch entfernt. Und wir sehen jetzt inzwischen auch erste Spurensicherer, die hier sich die Lage genauer ansehen. Und es ist auch ein Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Polizei. Wir sehen hier auch die Verwüstung. Und man kann sich ungefähr ausmalen, auch mit welcher Gewalt, mit welcher Kraft, mit welcher Geschwindigkeit auch hier dieser LKW in die Buden gerast ist. Und man muss aber, das möchte ich auch wirklich noch mal betonen, sagen, dass die Polizei und auch die Informationen der Polizei wirklich sehr, sehr ruhig und sehr bedächtig und auch sehr ruheausstrahlend hier vonstatten ging. Und wir hören einmal rein in ein Statement von Thomas Neundorf, dem Sprecher der Berliner Polizei, das vor wenigen Minuten hier von uns aufgezeichnet wurde. Nach unseren polizeilichen Feststellungen ist hier ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Dieser Lastwagen ist von der Kantstraße gekommen, ist zwischen den Marktbuden hindurchgefahren und hat dann den Bereich durch die zur Budapester Straße hin verlassen. Durch den LKW sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen wir 9 Tote beklagen, darunter auch der Beifahrer des LKWs. Der Fahrer des LKWs ist geflüchtet. Eine verdächtige Person konnte in der Nähe festgenommen werden. Wir überprüfen jetzt, ob es sich dabei um den Fahrer des Lastwagens handelt. Unfall oder Anschlag? Die Hintergründe für diesen Vorfall sind für uns im Moment noch nicht klar. Wir überprüfen das. Das Landeskriminalamt ist bei den Untersuchungen. Wir können nur zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass keine Gefahr mehr besteht. Wir haben keine Hinweise, dass irgendwo noch eine Gefährdung von dieser Situation ausgeht. Wir untersuchen jetzt, wieso ist dieser LKW in diesen Weihnachtsmarkt gefahren, wie konnte es zu dieser Situation kommen. Und dazu wird ein Verdächtiger auch vernommen, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer des Lastwagens handelt. Angeblich sind Schüsse gefallen. Stimmt das? Nach meinen jetzigen Erkenntnissen sind keine Schüsse gefallen, aber auch das wird Gegenstand der polizeilichen Untersuchung sein. Was weiß man über den Fahrer? Was weiß man über den Fahrer? Die Nationalität des Beifahrers und auch des Fahrers ist mir im Moment noch nicht bekannt. Das wird alles Gegenstand der Untersuchung sein. Regie mal für Paul, nehme ich das ab?
Das sind im Moment wird der Zählt ihr mich Fahrer runter, ne? vernommen von den Kollegen. Bitte haben Sie 1,20, Verständnis, danke. dass ich da zurzeit noch keine weiteren Auskünfte geben kann. Der LKW hat an seinem Fahrzeug polnische Kennzeichen gehabt. War der gestohlen, der LKW? War der gestohlen, der LKW? Ob dieser LKW gestohlen wurde oder ob der berechtigt gefahren wurde, auch das wird Gegenstand der Ermittlungen jetzt sein. Ich bitte um Verständnis, wir sind jetzt ganz am Anfang der Untersuchung. Im Vordergrund stand ja zunächst die Rettung der verletzten Personen. Die Feuerwehr hatte hier den Vorrang, um zu helfen. Ne? Erst jetzt haben die Untersuchungen angefangen. Was weiß man über die Nationalität des Fahrers? Über die Nationalität kann ich im Moment noch keine Angaben Wie viele machen. Menschen sind etwa verletzt? Berliner? Nach unseren ersten Erkenntnissen von der Feuerwehr müssen wir mit bis zu 50 Verletzten rechnen. Gibt es eine Tendenz auf Unfall oder Anschlag? Die Untersuchungen laufen jetzt. Wir haben noch keine Hinweise, weder in die eine noch in die andere Richtung. All das wird jetzt Gegenstand der Untersuchung sein. Die Verletzten, sind das Touristen oder sind das auch Berliner? Was wissen Sie darüber? Bei den Verletzten, darunter befinden sich auch Touristen. Die Feuerwehr hat eine Betreuungsstelle hier in der Nähe eingerichtet und ist dabei, Angehörige zu benachrichtigen. Das auch wirklich zeigt, wie schwer selbst die Lage einzuschätzen ist für die Polizei. Aber man muss sagen, es werden hier fleißig Statements gegeben. Es wird nach außen getragen an Informationen, was eben nach außen zu tragen ist. Und diese Art und Weise, die sorgt auch dafür, dass es hier wirklich sehr, sehr ruhig und sehr bedächtig zugeht inzwischen. Ein Statement würde ich doch noch gerne herausgreifen, weil als ich auch hier ankam, war noch völlig unklar, ob vielleicht auch noch Täter unterwegs sind in der Stadt. Es war auch die Rede davon, dass sich die Bürger der Stadt doch eher in ihren Häusern aufhalten sollten. Das wurde jetzt aber wieder zurückgerufen. Also es besteht aktuell keine Gefahr mehr und das sorgt doch dann auch hier am Unfallort erstmal für eine Beruhigung. Wir merken, dass es schon oft in Richtung Aufarbeitung geht. Es wird hier die Spurensicherung betrieben und es wird jetzt ganz schnell versucht, irgendwie auch Antworten zu finden auf die vielen, vielen Fragen. Paul, du hast uns ja eben die Situation eindrucksvoll geschildert, was rund um den Breitscheidplatz, also im Herzen von West-Berlin, passiert. Die Berliner Polizei hatte eine Meldung veröffentlicht vor gut 1,5 Stunden, dass die Berliner in dieser 3,6 Millionen Stadt mit dieser Größe, dass die zu Hause bleiben sollen. Was hatte das für eine Bedeutung und kann man da inzwischen schon ein wenig Entwarnung geben, wo wir jetzt auch noch einmal den LKW sehen, der dort steht und im Moment vom Landeskriminalamt Berlin untersucht wird? Diese Entwarnung kann man in jedem Fall geben, zumindest wenn man den Aussagen der Polizei glaubt. Und das tun wir natürlich. Es ist wohl so, dass aktuell auch hier im Umfeld keine Gefahr mehr ausgeht. Man ist jetzt dabei, hier die Spuren zu sichern. Aber es ist keinesfalls so, dass man jetzt hier Angst um Leib und Leben haben muss. Der Fall scheint im Moment jetzt sich hier beruhigt zu haben. Und jetzt geht es eben an die Aufarbeitung. Und da wird wahrscheinlich die ganze Nacht noch dran gearbeitet werden, dass man immer mehr auch erfährt über auch natürlich den toten Beifahrer zum Beispiel, auch die Tatsache, dass es sich um einen polnischen LKW handelt, wurde er geklaut oder nicht. Das sind unheimlich viele Fragen, die offen sind, aber so viel kann man von hier aus auf jeden Fall sagen. Es wird fieberhaft daran gearbeitet, dass da ganz, ganz schnell auch Licht ins Dunkel kommt. Herr Ruszczynski, ja, wenn man jetzt daran arbeitet, Licht ins Dunkel zu bringen, dann muss man natürlich auch mal schauen, wie weit kann man denn überhaupt vorwegnehmen, sozusagen, was jetzt hier passiert ist? Also ist es wirklich, wenn wir jetzt hören, dass der IS sich bekannt haben soll, laut Washington Post, was wir eben auch noch nicht genau wissen, was sagt das Ihnen sozusagen? Also jetzt bin ich gerade rausgekommen aus meiner Frage. Also was sagt uns, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, was sagt uns der aktuelle Stand der Dinge, den wir jetzt haben, den wir eben auch gehört haben von Herrn Neuendorf, dass es eben tatsächlich ein Mensch tot ist, ein Beifahrer, ein Fahrer geflüchtet ist, dass es jemanden gibt, eine Spedition, die ihren Fahrer vermissen, dass es eben den IS gibt, der sich angeblich bekannt haben soll. Glauben Sie tatsächlich, dass es nun ein Anschlag war oder glauben Sie es nicht? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es gibt natürlich Merkmale dieses Geschehens, die eindeutig darauf hinweisen oder die zumindest darauf
darauf hinweisen, auf einen Modus operandi, der zum Beispiel Nizza ähnelt und dem ähnelt, wo Al-Qaida und andere Islamisten seit 6 Jahren zu aufrufen. Ja. Auf der anderen Seite kann es sich auch am Ende des Tages oder am nächsten Morgen zum Beispiel herausstellen, dass es sich hier um ein ganz anderes Geschehen gehandelt hat. Da müssen wir jetzt hier einfach offen bleiben für verschiedene Szenarien. Derzeit sieht es so aus, als könnte das ein Anschlag gewesen sein. Zeit und Ort und Durchführungsweise würden darauf hindeuten. Aber auch wie gesagt, auf den IS? Nicht unbedingt. Also das kann natürlich der IS sein. Der IS ist ein wahrscheinlicher Kandidat. Das ist ganz klar. Aber es gibt auch noch andere Organisationen, es gibt auch andere Motivationen, die das sein könnten. Nur da ist die Plausibilität zum jetzigen Zeitpunkt eher etwas geringer. Das muss man hier auch an dieser Stelle feststellen. Und wir haben soeben auch eine Mitteilung bekommen aus dem Bundespräsidialamt. Denn Bundespräsident Joachim Gauck, und wir sehen die Live-Bilder und die passen natürlich auch dazu, hat sich tief betroffen über das schreckliche Geschehen auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geäußert. Mindestens 9 Menschen sind ums Leben gekommen, über 50 verletzt. Und das Staatsoberhaupt sagte, das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose andere auch sehr bestürzt. Das teilte der Bundespräsident mit. Auch wenn wir noch viel über die Hintergründe des schrecklichen Geschehens auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wissen, Joachim Gauck ist in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten. Und er dankte den Helfern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz, so das Staatsoberhaupt. Ja, und eben einige dieser Verletzte sind in Berlin-Steglitz im Benjamin Franklin Krankenhaus untergebracht und werden dort behandelt. Dort vor Ort ist Sarah Vita. Sarah, was kannst du uns sagen über den Zustand der Verletzten? Nun, über den Zustand der Verletzten kann man noch nicht viel sagen, nur so viel. Es muss sich um vielfältige Verletzungen handeln, denn nach einem Verkehrsunfall treten immer viele Verletzungen auf, wie Risse, Prellungen, aber auch innere Blutungen. Sehr, sehr schwere Verletzungen sind da dabei. Vor allem sind hier nicht nur Verletzte angekommen, auch Angehörige sind uns hier bereits begegnet. Hier am Eingang zur Notaufnahme zum Benjamin Franklin sind uns mehrere Menschen begegnet. Wie gesagt, Angehörige dabei. Das hat uns auch noch mal ein Arzt bestätigt, mit dem ich kurz sprechen konnte. Er wurde jetzt hereingeholt, um diesen Notfall zu betreuen, psychiatrisch zu betreuen. Mehr konnte er dazu nicht sagen. Er ist reingestürmt. Man sieht also, ein großes Team wird hier auch noch mal zusammengeklopft, um den Menschen zu helfen. Hinter mir die Notaufnahme, sie ist hell erleuchtet. Zuvor sind noch einige Krankenwagen hier durchgefahren, haben angehalten, hatten noch das Blaulicht. Und man kann nur sagen, es muss sich hier um so schwere Verletzungen handeln, dass das Benjamin Franklin Krankenhaus ausgewählt wurde. Denn dieses Krankenhaus verfügt über eine interdisziplinäre Notaufnahme. Das heißt, dass hier viele Fachbereiche zusammenlaufen. Hier werden genauso Erwachsene wie auch Kinder, sogar Säuglinge betreut. Es gibt verschiedenste Räume, einen Schockraum, einen Reanimationsraum, 14 ambulante Untersuchungsräume. Und das alles führt dazu, dass hier tatsächlich der richtige Ort zu sein scheint, um die Verletzten erstmal zu betreuen. Sarah, du hast es ja eben eindrucksvoll geschildert, das Benjamin Franklin Krankenhaus. Wir sehen die Bilder hier, die Feuerwehrwagen, die Notarztwagen, die noch immer im Einsatz sind, die ganzen Sanitäter. Aber gilt dieser Alarm jetzt nur für dieses Krankenhaus oder auch für weitere Krankenhäuser in Berlin? Weißt du da mehr drüber? Nun, es ist anzunehmen, dass bei so vielen Verletzten, es sollen ja an die 50 sein, nicht nur dieses Krankenhaus in Anspruch genommen wird. Ich habe einige Krankenhäuser abtelefoniert, habe auch einige Absagen erhalten. Manche wollten sich nicht dazu äußern, viele verwiesen aber eben auf die Charité, die sofort Notfallalarm ausgelöst haben soll und also als erste Anlaufstation sich bereit erklärt hat, die Menschen aufzunehmen und auch sofort, wie wir sie auch hier gesehen haben, im Falle dieses Arztes ein Team zusammenzustellen, das jetzt um diese Uhrzeit sofort zur Tat schreitet. Sarah, danke für den Augenblick. Wir haben es jetzt ganz genau 23 Uhr und 7 Minuten und wir fassen für Sie noch einmal zusammen. Sie sehen die Live-Bilder, was sich heute Abend in Berlin am Breitscheidplatz im Bezirk Charlottenburg auf dem Weihnachtsmarkt ereignet hat.
Es sind die ersten Bilder vom Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins. Ein Mann zeichnet diese Szenen mit seinem Handy auf. Zertrümmerte Weihnachtsmarktbuden zeigen den Weg, den der LKW genommen hat. Dazwischen Menschen, die verletzt am Boden liegen. Überall sind Einsatzkräfte zu sehen, die aus allen Teilen der Stadt zusammengezogen wurden. Ein polnischer LKW ist hier durch die Menschenmenge gefahren. Wir haben momentan zahlreiche verletzte Personen, zahlreiche davon sogar schwer verletzt. Und wir haben leider auch schon mehrere Tote zu beklagen. Der riesige LKW muss mit einer ungeheuren Wucht durch die Menschen gefahren sein. Augenzeugen und Ersthelfern bot sich ein schreckliches Bild. Wir haben erst gemerkt, dass Leute weggerannt sind. Dann bin ich dahin gerannt, habe versucht zu helfen. So ein Unfall ist ein ziemlicher Schock. Also ich habe auch leider die Verletzten und denen auch denen nicht mehr zu helfen ist gesehen. Und das war, das war zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich sowas erlebt. Mittlerweile hat sich offenbar der Islamische Staat zu der Tat bekannt. Auch die Berliner Polizei geht von einem gezielten Anschlag aus und hält die Berliner über Twitter auf dem Laufenden. Der Täter war zwischenzeitlich auf der Flucht. Jetzt gibt man aber langsam Entwarnung. Wir haben Beschreibungen von dem Fahrer gehabt, der zunächst geflüchtet ist. Aufgrund dieser Beschreibung konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Wir sind jetzt am Klären, ob es sich bei dieser festgenommenen Person tatsächlich um den Lkw-Führer handelt. Die Herkunft des Lkw muss noch geklärt werden. Fest steht, dass er ein polnisches Kennzeichen hat. Und bei polnischen Medien hat sich ein Speditionschef gemeldet und angeblich bestätigt, dass es sich um seinen Lkw handelt, der in Berlin gestohlen wurde. Er habe zuletzt am Mittag Kontakt zu seinem Fahrer gehabt. Die Untersuchungen des Lkw dauern an. Fest steht, dass der Beifahrer im Lkw verstorben ist. Die Rettungskräfte konnten dem Beifahrer nicht mehr helfen. Der Anschlagsort liegt im Zentrum Berlins neben der bekannten Gedächtniskirche. Der Weihnachtsmarkt ist bei Berlinern und Touristen sehr beliebt und war zur Anschlagszeit wie jeden Abend gut besucht. Bei uns im Studio ist Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, nun, wir haben es gerade gehört, es sind natürlich noch wahnsinnig viele Fragen offen. Es wird allerdings nun von einem Terroranschlag ausgegangen. Inzwischen gab es ja auch schon eine Meldung, dass der IS sich bekannt haben soll, eben zu dieser Tat. Wenn es denn ein Anschlag tatsächlich war, was bedeutet das denn jetzt für Deutschland, für die Hauptstadt? Das ist fast die schlimmste aller anzunehmenden Varianten. Das ist ja das Szenario, von dem wir auch an dieser Stelle häufig gesprochen haben, worauf man sich tragischerweise tatsächlich wird vorbereiten müssen in Deutschland, dass es einen solchen Terroranschlag vor allen Dingen auf ein symbolbeladenes Ziel gibt. Weihnachtsmärkte sind beliebte Orte in der Vorweihnachtszeit natürlich und das hätte schreckliche Folgen. Ich glaube, dann werden wir eine heftige gesellschaftliche Diskussion bekommen. Hätten wir uns nicht besser schon vorher vorbereiten können? Man weiß doch, dass eben diese Ziele beliebt sind, dass Weihnachtsmärkte beliebt sind bei Terroristen. Hätte man da nicht eben irgendwelche Poller aufstellen sollen, sich nach Nizza und Ähnlichem da ein bisschen besser darauf vorbereiten müssen? Also man kann bei dieser hohen Anzahl von Großveranstaltungen in der Hauptstadt und überall in Deutschland das nicht alles so sicher absichern, als wären wir in einem Hochsicherheitstrakt. Wir sind eine freie, verletzbare Gesellschaft. Das ist leider so. Und Terrorgefahren gehören zur Lebensrealität dazu. Und ein Stück weit wird man damit leben müssen. Umso wichtiger ist es, dass die Einsatzkräfte im Falle eines solchen Anschlages gut funktionieren. Und das muss man hier wirklich sagen. Die Berliner Polizei hat einschließlich ihrer Öffentlichkeitsarbeit, finde ich, bis jetzt schon sehr gute Arbeit geleistet. Herr Wendt, seit Stunden nun, kurz nachdem diese Anschläge passiert sind, begleiten Sie uns live auf N24 mit den Geschehnissen, mit dem, was sich jetzt entwickelt hat. Ihre Einschätzung auch als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die Arbeit, die die Polizei macht, auch die Informationspolitik, wie schätzen Sie diese ein? Ist das genau das Richtige, was getan worden ist jetzt in diesen Stunden, um auch die Hauptstadt, um Deutschland und auch sogar international zu beruhigen? Ja, davon bin ich sehr überzeugt. Es ist ja in einer solchen Situation so, dass die Polizei in mehreren Einsatzabschnitten parallel die Aufgaben erledigt. Das heißt, an allererster Stelle steht natürlich Rettung von Menschenleben, dort die Verletzten zu bergen, ihnen zu helfen, gleichzeitig Zeugenaussagen einzuholen, wo ist der Täter, wo ist die flüchtige Person und auch Ermittlungen zu leisten, das heißt Zeugen zu befragen. Und wiederum parallel ein ganz, ganz wichtiger Einsatzabschnitt ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das hatten wir vor vielen Jahren noch gar nicht so, sondern da haben wir Kommuniqués herausgegeben. Das kann man in Zeiten der modernen Kommunikation nicht mehr so machen. Das hat die Polizei Berlin grandios gemacht. Zeigt das aber auch, dass die Polizeien allgemein in Deutschland gelernt haben? Erinnern wir uns an den Sommer, an die Münchner Polizei, die hervorragend informiert hat, die versucht hat, die Situation runterzufahren und dass man da auch begriffen hat, man kann nicht nur sich irgendwie hinstellen und warten. Nein, man muss über die sozialen Medien kommunizieren, man muss schnell
schnell vor Kameras gehen, um auch zu zeigen, wir sind präsent, wir wissen, trotz allem, was auf uns zukommt, aber wir reagieren. Das hat die Berliner Polizei schon seit langem gelernt. Die Berliner Polizei hat ja ein Social-Media-Team, die immer wieder präsent sind und auch immer wieder sich in der Öffentlichkeit, selbst wenn nichts passiert, zu Wort melden. Sie kennen die fast berühmt gewordenen Twitter-Tage der Berliner Polizei, wo alle Einsätze einmal rund um die Uhr der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, sodass die Öffentlichkeit immer auch weiß, wenn die Polizei Berlin, wenn die Hauptstadtpolizei sich meldet, jetzt kommen seriöse Informationen. Aber dann haben die anderen doch von denen gelernt, weil ich kann mich ganz genau erinnern, vor 2 Jahren, als die Berliner Polizei damit angefangen hat, haben sie alle gesagt, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hamburg, hey, was machen die da, sind die bekloppt? Nein, die Polizei ist immer eine lernende Organisation und Sie werden es nicht glauben, wir lernen tatsächlich auch voneinander. Das ist sehr schön und sehr gut zu wissen, das haben wir heute Abend auch gemerkt. Und zum Thema Öffentlichkeitsarbeit gibt es eben auch diese Meldung, die die Polizei gerade rausgegeben hat. Sie hat mittlerweile eine Nummer für Vermisste am Breitscheidplatz eingerichtet. Unter der Nummer 030 540 23111 können sowohl Nachfragen zum Geschehen und Hinweise gemeldet werden. Und dies ist auch die Nummer für die Personenauskunft. Wir sehen ja auch weiterhin die Live-Bilder dort vom Breitscheidplatz. Wir sehen einen LKW und das ist, Herr Wendt, da werden Sie mir recht geben, ein 40-Tonner. Wir wissen nicht, ob er beladen ist. Wir sehen weiterhin die Absperrungen. Wir sehen hier auch das Führerhaus und wir wissen inzwischen auch, dass ein tatverdächtiger Fahrer festgenommen worden ist. Der Beifahrer, der ist ums Leben gekommen. Wir wissen auch, das hat die Berliner Polizei bestätigt, dieser LKW hat polnische Kennzeichen. Wie würden Sie das sehen? Können Sie aus Ihrer Erfahrung als erfahrener Ermittler auch sagen, kann dieser Lastwagen tatsächlich, wir sehen das hier vorne, geklaut worden sein und dann für so eine schreckliche Tat missbraucht worden? Ja, natürlich ist das vorstellbar. Aber bislang ist alles Mögliche vorstellbar, auch eine Trunkenheitsfahrt mit anschließender Fahrerflucht. Auch das wäre durchaus noch vorstellbar. Und das eine schließt das andere nicht aus, selbst wenn es einen solchen eines solchen Bekenntnis des sogenannten IS gegeben hat, schließt das andere nicht aus. Und das muss man tatsächlich abwarten. Es hat wohl auf dem LKW Stahl gegeben, der damit transportiert worden war. Auch das wissen wir. Und dass der Beifahrer tot ist. Wie er zu Tode gekommen ist, wissen wir überhaupt noch nicht. Ob es auch das war ja eine aber wichtige da sagt die Berliner Polizei schon, wenn ich da reingehe, an den Folgen des er soll an den Unfalls, Folgen des Unfalls gestorben sein. So, dann kann man schon mal festlegen, dass er auf jeden Fall nicht getötet worden ist. Und das schließt zum Beispiel an dieser Stelle, ist das eher ein Hinweis darauf, dass es einen Unfall gegeben hat. Und deshalb würde ich mich auf den Terroranschlag nach wie vor nicht festlegen wollen. Allerdings gab es eben auch die Meldung, dass eben der Geschäftsführer dieser polnischen Spedition tatsächlich seinen Fahrer versucht seit heute Vormittag schon zu erreichen, allerdings vergeblich. Das wiederum würde ja irgendwo darauf hindeuten, dass dieser Wagen gekapert wurde auf eine Art und Weise. Das muss nichts unbedingt bedeuten, dass also Lkw-Fahrer von ihrer Spedition auch mal stundenlang nicht erreicht werden können. Es gibt den Hinweis, seine Ehefrau hat, glaube ich, nach 16 Uhr ihn nicht mehr erreichen können. Auch das ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches und ist auf jeden Fall kein Indiz da, vielleicht ein Indiz dafür, aber kein Beleg dafür, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, wir haben vor einigen Monaten hier gesessen und haben auch live in der Berichterstattung kommentiert die Geschehnisse in München. Lange Stunden sind wir davon ausgegangen, dass es möglicherweise sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte. Das löste sich zum Schluss anders auf. Auch das kann hier noch passieren. So, jetzt auch live wieder Und wir haben tatsächlich, natürlich gab es sehr viele Menschen, die diese Sache beobachtet haben. Und es gibt einen, bei Twitch es war übertragen. Montagabend in Berlin, es war wahnsinnig voll, es waren hunderte, tausende Menschen dort auf dem Kudamm und am Breitscheidplatz unterwegs. Und eben einer hat auch in unsere Kameras eine gewisse Täterbeschreibung abgegeben. Ich habe gesehen, wie der LKW-Fahrer da reingefahren ist und ja, er hat einfach Leute gefahren. Ich habe auch gesehen, wie Leute unter diesem Auto waren. Das war es eigentlich. Was? Ja, genau. Ich habe ein paar Schüsse gehört. Das war's also. Dann er war maskiert und dann er ist abgehauen. Als die Leute, der war maskiert, die Leute sind abgehauen. Ich bin geblieben da. Die Leute sind nach S-Bahn abgehauen und er ist auch, ich glaube, er ist mit abgehauen und dann hat er seine Maske weggemacht und dann ist er einfach weitergelaufen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich war da. Irgendwie macht er für mich
mich keinen glaubwürdigen Eindruck. Ja, warm, es geht einfach. Er ist dann weggerannt. Nein, nein. Ich habe Kripos gesehen, so. Da waren Kripos und so. Danach, bevor Polizei war, ich war da, danach ist Polizei gekommen. In 2 Minuten war die Polizei da. Bitte. Herr Wendt, mit Ihrer langjährigen Erfahrung, wie schätzen Sie jetzt solche Augenzeugenberichte ein? Wie muss man generell mit Augenzeugenberichten umgehen? Also ich habe gerade noch auf dem Weg hierher mit einer engen Freundin telefoniert, die noch ganz unter dem Eindruck des Geschehens gestanden hat, die nur Krach gehört hat und die natürlich ganz betroffen ist und noch zittert zu Hause und sagt, sie weiß gar nicht so richtig, was da geschehen ist, aber sie war unmittelbar am Einsatzort und sie sagt richtigerweise, eigentlich gesehen habe ich gar nichts, aber eine Menge habe ich gehört. Wir wissen aus der Wahrnehmungspsychologie, dass Menschen versuchen, sich die Ereignisse zu einem Gesamtbild Masquerade, ich begrüße dich trotzdem auf dem Stream, wenn du noch da bist. Wahrnehmen, in Anführungsstrichen, die sie ja, momentan ist die Stimmung bei mir zumindest nicht gerade top, aber Wichtigtuerei oder so ja, sein, sondern es kann tatsächlich eine Folge von Wahrnehmung aufgrund sein, von dem, was in Berlin passiert ist. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Ich habe umgeschaltet vorhin auf N24, um ein bisschen Infos euch rüberzugeben. Aber ich weiß halt nicht, was du alles mitbekommen hast. Gestanden hat, das ist ganz wichtig. Aber da haben wir sehr, sehr wertvolle Erfahrungen mit und sehr gute Ermittlerinnen und Ermittler, die das gut können. Und weiterhin, während wir die Bilder sehen von dem LKW, der jetzt untersucht wird, vom Breitscheidplatz in Berlin, Charlottenburg, an dem Weihnachtsmarkt, dem traditionellsten in West-Berlin. Paul Willmann, unser Reporter, seit Stunden ebenfalls vor Ort mit wichtigen Erkenntnissen auch. Paul, schilder uns doch mal ein bisschen die Situation, während wir hier die Bilder sehen, die auch jetzt über die sozialen Netzwerke reinkommen. Wie erlebst du sie? Was passiert gerade bei dir? Man muss sagen, es hat sich deutlich beruhigt und ich möchte auch noch mal auf das Thema Augenzeugen zu sprechen kommen. Auch hier hat die Polizei direkt agiert und hat versucht, alle Passanten, alle Leute, die sich hier aufgehalten haben, direkt auch hier zu entfernen, dass auch keine Schaulustigen zum Beispiel hier die Einfahrt der Sanitäter irgendwie behindern könnten. Es wurde ganz klar getrennt zwischen Presse und auch den Leuten, die hier zu Besuch waren. Es wurde sofort versucht, das Ganze frei zu gestalten, dass man sofort den Zugriff hat. Insofern, das hat man gesehen, aber trotzdem hatte das natürlich auch zur Folge, dass der ein oder andere Angehörige, der sich hier verabredet hatte nach der Arbeit, man muss wissen, das ist ja ein Bereich, in dem es viele Büros auch gibt, in dem viele Leute arbeiten und dann trifft man sich eben nach der Arbeit noch einmal auf dem Weihnachtsmarkt und da standen viele Menschen auch und wussten nicht, okay, ist jetzt diese Person, mit der ich mich verabredet habe, eventuell unter den Verletzten und es war eben auch ganz lange völlig unklar, wie ist die Gesamtsituation, sind die Täter noch unterwegs und da wissen wir ja inzwischen, dass davon keine Gefahr mehr ausgeht. Aber das war so das Stimmungsbild auch hier, eben diese große Ungewissheit gerade zu Beginn. Paul, wenn du jetzt mal dich umschaust, wie gehen denn nun die Ermittlungen weiter? Was siehst du, was wird im Moment alles getan? Also wir können ja noch mal einen Blick werfen auf den LKW. Man muss sagen, zu Beginn war hier die allererste Prämisse die Verarztung der Verletzten. Es ging wirklich einfach nur darum, dass sie schnell abtransportiert wurden. Es wurde ein extra Zelt auch aufgebaut in Windeseile, um hier tatsächlich schnell auch ambulant helfen zu können. Und dann haben wir unzählige Menschen beobachtet, die hier in Sanitäterwagen dann auch abtransportiert wurden. Und zwischenzeitlich war hier auch eine Einheit der Spurensicherung zu sehen, die mit Taschenlampen hier eine erste Bestandsaufnahme vollzogen haben, um auch zu sehen, was ist jetzt wirklich an dem LKW passiert. Aber trotzdem ist das natürlich noch nicht die finale Sicherung. Davon kann man, denke ich, ausgehen. Es wird weitergehen und im Moment, wie wir sehen, ist keine Spurensicherungsteam mehr an diesem LKW dort. Aber das wird sich noch bis in die Nacht ziehen, weil man will natürlich hier auch vom Tatort alle nur erdenklich möglichen Hinweise mitnehmen. Paul, wir haben es gesehen, im Hintergrund natürlich viel Polizei, zum Teil noch mit Maschinenpistolen. Aber die Situation, du hast es eindrucksvoll geschildert, hat sich offenbar zumindest ein wenig beruhigt, so möchte ich es mal formulieren. Du hast mit Passanten und Anwohnern und natürlich auch allen, die zum gegebenen Zeitpunkt dort vor Ort waren, gesprochen. Lass uns mal gemeinsam reinhören. Schlimm, ich habe Angst.
ist richtig schlimm. Also, wie gesagt, man hat es schon erwartet, aber dass es jetzt doch so kommt, so offensichtlich. Also ist ja schon von Terroranschlag die Rede. War jetzt nicht so, dass man sagt, es war ein Unfall. Ich hab Angst, ja, natürlich. Wir sind nicht mehr in Sicherheit jetzt. Also, alles ist in der Welt komisch geworden. Nicht Alle mehr in Sicherheit. kämpfen da und so weiter. Und Die Frage ist, warst du schon mal überhaupt in Sicherheit? Also, ich weiß nicht, was soll man tun. Also, wir sind nicht mehr in Sicherheit in dieser ganzen Welt. Also, ich weiß nicht. Hauptsache, wir leben noch und es ist traurig. Es ist traurig. Bitte. Paul, die Berliner Polizei hat ja sehr schnell auch informiert. Thomas Neuendorf, den Sprecher, haben wir innerhalb von einer Stunde zweimal gehört mit, man muss es schon sagen, ausführlichen Informationen. Wie schätzt du das ein? Warum auch diese Offensive, schnell vor die Kameras zu treten von den Ermittlungsbehörden? Man hat da sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn wir uns auch zum Beispiel noch an die Situation in München erinnern. Das war ja ähnlich. Es wurde auch schnell über Twitter zum Beispiel informiert. Das ist ja mittlerweile ein Kanal, der sehr, sehr schnell auch gerade bei Menschen in Großstädten ankommt und der auch für Ruhe sorgen kann. Gerade in dieser anfänglichen Situation, in der unklar war, ob noch Täter unterwegs sind, da hat die Polizei wirklich sehr gut agiert. Ich bin hier angekommen an der Unfallstelle und mir wurde auch sofort ein Gesprächspartner zugeteilt, der mir immer Informationen gegeben hat und gesagt hat, okay, wir haben hier gleich ein Statement. Und auch gerade die Statements der Polizei waren aus meiner Sicht genau richtig mit den Informationen umgegangen. Man hat hier nicht unnötig Spekulationen geschürt und trotzdem aber die nötigen Informationen weitergegeben. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich hier, als ich ankam, einen sehr, sehr ruhigen Ort eigentlich erstmal erlebt habe, obwohl es ja noch gar nicht lange passiert war, diese Sache mit dem LKW. Deswegen muss ich sagen, die Informationspolitik hat hier gerade in diesen schwierigen ersten Minuten, in der ersten halben Stunde, in der ersten Stunde sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank, Paul. Und am Benjamin Franklin Krankenhaus in Berlin-Steglitz, wo eben viele Verletzte behandelt werden, ist unsere Kollegin Sarah Vita. Sarah, man muss sagen, bislang heißt es 9 Tote, 50 Verletzte. Und man muss wahrscheinlich leider sagen, die Zahl der Toten dürfte wahrscheinlich noch steigen, oder? Tatsächlich kämpfen die Ärzte hier wohl um das Leben oder um die Leben einiger Verletzten. Denn immer wieder kommen hier Ärzte an, Krankenschwestern an, die für die Intensivstation hier hereingerufen werden. Teilweise durch den Katastrophenalarm arbeiten sie gar nicht in der Notaufnahme, arbeiten eigentlich in anderen Fachbereichen, werden aber dennoch jetzt hier in die Notaufnahme bestellt. Wir konnten kurz mit einer Krankenschwester sprechen, die für die Intensivstation hier hereingerufen wurde. Sie spricht von vielfältigen Verletzungen, von Rissen, Quetschungen, Prellungen und aber auch Frakturen und den inneren Organen. Da sind die Verletzungen wohl sehr schwer. Es gibt Blutungen, es gibt Verletzungen, die überhaupt erst entdeckt werden müssen. Hier in der Nacht wird es noch viele Operationen geben. Ein Arzt ist uns begegnet, schnellen Schrittes. Er ist Anästhesist, wurde jetzt auch dazu gerufen. Man geht also davon aus, dass hier noch die ganze Nacht operiert werden muss. Das heißt aber, Sarah, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man diese Bilder sieht und die Zahl der Verletzten hört, ein Krankenhaus wird nicht ausreichen. Weißt du irgendwas darüber, dass es vielleicht noch weitere Krankenhäuser gibt, die in eine Alarmbereitschaft versetzt worden sind? Ja, mittlerweile haben wir diesbezüglich auch eine Bestätigung. Also das DRK Westend ist wohl auch angerufen worden, hat Katastrophenalarm ausgelöst. Auch dort sind die Ärzte, sind die Krankenschwestern schon unterwegs oder schon vor Ort, um mitzuhelfen, um bei diesem Notfall auszuhelfen. Und auch in der Charité Mitte sollen Verletzte angekommen sein. Also man tut sich also zusammen, die fast 50 Verletzten, sie werden auf die Krankenhäuser aufgeteilt, auf die verschiedenen Notaufnahmen. Man braucht hier ein großes Team, ein flexibles Team und Menschen, die sich in den verschiedensten Fachbereichen auskennen. Paul Willmann ist für uns weiterhin am Breitscheidplatz, am Ort des Geschehens. Paul, beschreib uns doch mal ein bisschen, wie ist denn die Situation drumherum? Ist denn der ganze Platz immer noch komplett abgesperrt? Kann man noch mit dem Auto langfahren an der Seite vorbei? Wie ist es momentan? Also Autoverkehr geht eigentlich überhaupt nicht mehr, auch im gesamten Umkreis. Das war aber auch kurz nachdem klar war, was hier passiert ist, schon der Fall. Es wurde auch direkt abgesperrt und wir sind jetzt hier in einem Zwischenbereich, so kann man es beschreiben, in dem die Presse reingelassen wurde. Passanten dürfen hier nicht rein. Es wurden auch zum Beispiel die Kinogäste, hier direkt neben mir ist auch ein Kino, wurden direkt nach außen geleitet. Also es wird auch hier direkt versucht, alle Menschen, alle Passanten wegzubekommen und die Berichterstatter auch hier ihre Arbeit machen lassen zu können. Wir können
nochmal einen Blick auch auf den LKW werfen. Wir sehen hier im Moment, Ich glaube, der Stream leer. leckt Das war vor momentan. wenigen Minuten auch noch anders. Man hatte, nachdem hier die erste Aufregung auch durch die erste Versorgung der Verletzten vonstatten ging, hat man direkt dann mit Handtaschen nochmal, mit Taschenlampen nochmal drum geleuchtet, um auch nochmal zu schauen, verbirgt sich vielleicht noch eine anderweitige Gefahr in der Umgebung, und dann hat man aber erstmal das Ganze ruhen lassen. Also für meinen Begriff, für mein Empfinden waren das erste Versuche, um auch zumindest erstmal eine Gefahr ausschließen zu können, aber noch keine nachhaltige Spurensicherung. Die wird sicherlich in den nächsten Stunden hier passieren, auch in aller Ruhe. Und dann hören wir uns jetzt noch einmal an, wie die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte aus ihrer Sicht diese ganze Tat erlebt haben. Boah, warum habe ich jetzt plötzlich nur noch 3 FPS auf dem Stream? Kann mir mal das jemand beantworten? Mal so nebenbei. Hä? Geht denn jetzt ab hier? So, ich starte mal Planet Coaster neu, weil irgendwie ist komisch, warum dass ich nur 2 FPS habe. Ich musste auch den N24 Stream, also das N24 Video, also den Stream von N24 leider ausmachen, weil ich gedacht habe, es wäre darum, warum dass ich nur noch irgendwie 2 FPS hatte, aber ja, es bleibt aber auch aus, also ja, ich glaube, wir haben jetzt mitbekommen, was da los ist in Berlin, was momentan abgeht. Es ist bei N24 sowieso irgendwie so, dass man immer wieder Themen rückwärts und immer im Kreise drehend immer wieder erzählt und darum nichts Neues momentan rauskommt. Und ja, ich denke, wir werden morgen in den Zeitungen noch mehr lesen können. Also ihr, ich nicht. Und sonst morgen früh vielleicht nochmal N24 einschalten. Die berichten ja in der Regel 24 Stunden lang News und auch über Berlin. Von dem her, ja, seid ihr mir hoffentlich nicht böse, dass ich jetzt hier den N24 Stream deaktiviert habe. Und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt wieder 30 FPS wieder zusammenbekommen. Ja, bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Also, dass das Spiel nicht startet. Ja, du darfst nicht klicken. So, ja. Ich möchte eigentlich meinen Einkaufsshop hier noch fertig bauen. Wenn ich ehrlich sein soll. Mein erstes Projekt. So, können sogar noch weiterbauen. Cool.
Ach Mann. Blöder Mensch. So eine Schnappfunktion wäre noch ganz gut. Ich habe schon wieder nur 2 FPS, ich glaub's ja nicht. Ich glaube, mein Streaming-Programm mag mich nicht mehr. Hä?
Habe ich wieder mal das Problem, dass ich den einen nicht in den Griff bekomme. Ich habe gemeint, den hätte ich schon gesetzt. So. So, wie findet ihr es? Sieht doch mal schon mal cool aus, oder? Oder fehlt noch irgendwas? So. Das sieht doch gut aus.
Also ist nur die Frage, muss man da noch einen kleinen Weg bauen normalerweise oder wird er automatisch bei den Läden dazu gebaut? Kannst du ja testen, ne? Doch, Beleuchtung kommt noch. Das ist eigentlich die Finish-Arbeit. Aber Cyrex, meine Frage bei den Läden, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Laden gebaut hast, muss man da den Weg, den die Läden quasi haben, auch bauen oder gibt es einen automatisch? Ich glaube, den musst du auch bauen, oder? Zumal du eigentlich den Weg gar nicht speichern kannst, das Blueprint. Was? Wo habe ich eine Kuh? So, vergleichen wir mal, ob alles da ist, was da sein sollte. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Ist doch alles da, was da sein soll. Außer der Beleuchtung. Die Straße wird auch selbst gemacht. Top. Oh. Beim Setzen habe ich nicht aufgepasst, ne? Alles steht. Alles schwebt. Okay, mein Fehler.
Ja. Offiziell gehört es so. Oh, was ist denn da passiert? Oh nee. Wieso schwebt denn das so? Das ist ja doof. So, jetzt passt's doch. So einfach mal, dass man sich das vorstellen kann.
So, vom Design her sollte ich, glaube ich, jetzt durch sein. Oder habt ihr vom Design her noch irgendwas, was dazu kommen sollte, dazu gehört oder... irgendwelche Anregungen oder so, ne? Tut mir leid, dass ihr das auf dem Stream geruckelt seht. Ich weiß nicht wieso. Du meinst die mittleren hier? Ach so, da kannst du die Beleuchtung einstellen. 20 Uhr. Bleibt es jetzt 20 Uhr? Oder ändert sich das jetzt noch? Ändert sich, ne? Okay, dann machen wir mal hier Special Effects. Feu. Hä? War doch hier mal irgendwo Feuer noch. Ölspritze. War mir ja sowas von klar. Du meinst sowas in der Art, hä? Sowas in der Art, ja. Und mit dem Laser da dabei, oder wie? Nee, habe ich jetzt zwei hier? Ach ja, wieder mal etwas, was ich nicht auswählen kann. Ich will nicht die Antriebsdüse, ich will den Effekt hier. Nein! Was habe ich getan? Ach ja, für solche Fälle hat man Blaupausen.
Auch wenn wir da jetzt schon wieder falsch gesetzt haben. User joined your channel. Grüß dich. Wenn du ein Objekt hast, was du nicht anklicken kannst, ne? Ja. Dann mit deiner Kamera ganz nah ran und dann klick auf das Objekt. Das ist irgendein Fehler oder so. Ich weiß genau, was du meinst, nur du musst mit der Kamera spielen. Das heißt, du musst ganz nah ran. Und dann kannst du das Ding auch anklicken. Das hab ich. Am besten mit der Kamera durch die Textur schon so und gucken, dass du es von innen angeklickt kriegst. Okay. Das ist auf jeden Fall machbar. Das ist halt einfach nur ein blöder Fehler. Komplizierten Weg. Ja, richtig. Okay, nee, passt. Also bis jetzt habe ich immer. Beim letzten Mal habe ich einfach versucht, alles zu markieren und dann das Ganze wegzunehmen. Also wegzuschieben, und so konnte ich dann an die anderen Sachen ran, aber ja. Du kannst halt mit deiner Kamera halt dich durch die Textur buggen und das Item quasi von hinten anklicken. Quasi, wenn es in der Textur ist. Du kannst ja mit deiner Kamera überall durch. Ja, außer im Boden durch. Und so ja, außer natürlich im Boden durch, aber soweit kannst du sonst sehr gut tricksen. Wenn du in den Boden musst, dann machst du unten die Erde weg. Also machst du mal kurz ein bisschen alles ein Loch oder so. Ja, genau. Dann kann ich dir schon mal diesen Fehler erklären, so wie man den echt umgehen kann. Also geht meist immer gut. Man muss das halt nur wissen, wie man das umgeht. Ja, das ist so, ja. Und ich habe auch gemerkt, du baust mit X baust du? Ja. Du hast diese Düse, die hast du vorhin waagerecht hingesetzt. Du hättest quasi einfach nur auf das Häkchen klicken müssen und dann hast du sofort ein neues Item. Du musst halt also nicht immer wieder in die Liste klicken. Ja, das war aber ich habe irgendwie doppelt zwei Düsen irgendwie. Nee, das hast du die ganze Zeit mit den Rohren gemacht. Quasi. Du hast jedes Mal wieder ein bisschen neu ins Menü gegangen. Ja, gut. Ja. Du hast ja die ganze Zeit, wenn du auf das Häkchen klickst, hast du immer ein neues Rohr. Dann kannst du den einfach nach rechts schieben. Immer schön nach rechts. Okay. Nur als Tipp. Ja. Kommt alles. Das war vielleicht, also da werden manche Sachen einfach leichter gemacht. So, ne? Also du machst es dir teils echt schwerer in manchen Punkten. Ich mach's zum Teil extrem kompliziert, ja. Das ist richtig. Also du machst es dir kompliziert. Ja, ich mach's mir kompliziert, das ist so. Das ist so, vollkommen. Aber, ne, kein Meister vom Himmel gefallen und man lernt. Aber schon mal 2 Tipps, die ich dir da noch geben kann. Ja, nee, das passt, das ist okay, freue ich mich drüber. Also, ist was du nicht anklicken kannst, Kamera durchbacken. Genau. Oder mal von hinten durch die Textur oder sonst was. Dann versuchst du es mal so. Ich habe bis jetzt halt immer alle Items angeklickt gekriegt. Also kam auch mal selten vor, dass es mal nicht funktioniert hat. Ja, ich habe sowieso irgendwie Bugs, wo andere irgendwie nicht haben. Komischerweise. Zum Beispiel den Stream, wo nur mit 2 bis 4 FPS läuft. Das war deswegen, weil du hast den... Ich weiß nicht, das habe ich also gibt es bei OBS auch ab und zu mal, wenn du halt mit mehreren Bildschirmen in einen machst halt, ne? Sprich, du bist im Vollscreen-Modus in einem Spiel drinne und dann läuft das, du hast ja mehrere Monitore. Ja. Ne? Hat das Video hat geleckt, richtig? Ja, nicht nur, jetzt leckt es doch auch, oder nicht? Mhm. Ist bei euch flüssig.
Ja, bei uns ist Okay, weil ich sehe in, also, in meinem Streaming-Programm laggt, also wenn ich das Bild anschaue bei mir, im Stream-Programm laggt und bei den FPS wird mir angezeigt 1 von 30 FPS. Drum habe ich jetzt gemeint, Nee, bei euch laggt es auch. Also von dem her, ne, wenn es bei euch nicht laggt, dann ist ja gut. Ja, das musst du halt für dich halt nochmal einstellen, gucken, was da los ist. Ja, ich denke mal, wenn ich das Streaming-Programm neu starte und PC neu starte und so, dann wird das wieder alles laufen. Läuft auch schon seit, glaube ich, gestern mein PC, also von dem her. Der Arme will auch mal Feierabend. Da ist ja schon wieder 0 Uhr. Ja, wie schnell das Zeugs rumgeht. Hey. Ja. Ich werde aber gleich auch abdüsen. Jo. Ich werde das Ding jetzt noch da fertig machen und... Schaue ich gleich noch ein bisschen nebenbei Nachrichten. Da geht's auch nicht wo setze ich den hin? Aber das ist auch nochmal eine gute Idee. Könnte ich eventuell auch mal machen. So ein mit den Läden. Ach ja, ich habe gefunden, ich fange mal klein an. Nee, passt nirgendwo hin. Du hast auch einen Filter, ne? Ein Filter, was? Ja. Dann gehen wir auf Szenerie. Da bin ich, ja. Und dann so fast in der Mitte, da steht, Moment, weitere Filter. Also bei Effekten oder was? Nein. Auf der Höhe, wo also Szenerie. Bauplan angepasst und genau da auf der Höhe, da wo Name steht und Suchbegriff eingeben. Weitere Filter. Genau, und da kannst du halt in verschiedenen Themen oder siehst ja alles da, also das kannst du öffnen und dann kannst du die Items auch kategorisieren, quasi welche du haben möchtest. Macht auch alles vieles einfacher. Dann ist die Liste nicht endlos lang. Ja, das ist so. Vor allem, ne, wenn du ein Space-Theme willst bauen, dann brauchst du natürlich kein Country und weiß nicht was, Western und so weiter. Richtig, genau, ja. Ja, ich merke schon, ich bin ein totaler Noob. Muss alles noch erst lernen. Nö, aber jetzt weißt du Bescheid, ne? Ja. Nutz sie. Also der Filter ist gut, auf jeden Fall. Ja, der nimmt einem wirklich Arbeit ab. Weil vorhin, wo du die Röhrchen gesucht hast, habe ich auch erstmal gesehen. Erstmal scrollen, scrollen. Naja. Ah, bitte. So, ich verabschiede mich. Jo. Euch beiden mal eine gute Nacht, ne? Ja. Und im Stream. Insofern noch manche zugucken. Ja. Ich glaube, ihr seid die Einzigen, aber ja. Nee, auf jeden Fall. Dir auch gute Nacht, danke für die Tipps und ja. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.
User disconnected from your channel. So. Noch ein paar Laserausrichtungen und dann ist das ja schon fast in Ordnung. Boah, der will mich doch verarschen hier, hey. Je nach Blickwinkel ist er drin, oder?
Boah, die Lichttechnik ist ja eine Katastrophe. Ach, aus Partnerwagen. Reines Gebastel hier. Vor allem je nachdem, wie du schaust, ist es gut und dann ist es wieder nicht gut und ach Gott. Ja, passt. So. Passt doch, oder? Schade, dass man den Laserstrahl nicht einfach anklicken kann. So. Aber ich glaube, ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Ja, passt doch.
Funktioniert. Wahnsinn. Cooles Spiel. Boah, jetzt nehme ich also aber das Wunder hier. Ich glaube ja nicht, dass das geht, oder? Nö. Schade. Und das Teil ranmachen, was sich dreht, wäre schon extrem cool. Na, ich weiß ja nicht, ob Konfetti in den Space passt. Wobei... Der Klitte passt eigentlich. Glitter, muss ich sagen, passt. Gibt so ein... Gibt sowas wie so ein, wie soll ich sagen, ein, galaktischen Effekt. Sternenfunkeln. Oder? Ich neige bei den Sachen aus. Hä? Ein bisschen so Star Wars Innenstadt. Ja, passt ja richtig gut. Das ist ja der neue Teil in dem Monat rausgekommen. Mhm. Ups, jetzt habe ich an der Weide gebaut. Naja, nicht so schlimm. Dann wird die hier gelöscht. Die hier gelöscht. Und tschüss. Die hier.
So. Ich glaube, das nächste Mal machen wir weiter mit den Lichtern und noch ein paar Effekten. Mal schauen, ob ich hier irgendwo noch einen Effekt habe, der Blattern erzeugt. Das passt gut dann in die Säure rein. Aber in die Säure passt dann auch noch Rauch, denke ich mal. Ne? Gibt's ja auch. Ja, also noch ein bisschen gibt's noch zu tun. Ein paar Schilder noch und ja, Lichter. Aber ne, für das heutige Projekt sieht es doch nicht mehr so schlecht aus. Also mir gefällt's. Für das es mein erstes Projekt ist, meine erste Zusammenarbeit, muss ich sagen, habe ich recht genug Geduld gehabt und ja, passt. An der Stelle sage ich jetzt danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag, dem 20. Dezember. Und auch obwohl solche schlechten Nachrichten heute uns begleiten, wünsche ich euch trotzdem noch fröhliche Festtage, wenn man sich bis dahin nicht mehr hört oder sieht oder wie auch immer. Okay. Mach's gut. War schön. Du auch, danke. Tschüss. Ciao.